dann werden wir uns noch hier drehen und dann werden wir sehen, was wir von der geleerd kriegen. So, das Buch Hiob ist all interessant gewesen. Wenn ich reich ein Denk geholt habe, dann sind wir nu bei wow. Nu habe ich mir hier verwissen, ich war futsch gekommen. Okay. Ich will von jou mit Kapitel 32 anfangen. Und wir wollen aber für wie 32 wieder schaffen, weil wir uns ein klein bisschen denken haben, was passiert das all im Buch hier, damit wir ein bisschen noch horchen können, was an dessen Eliu seine Spezie passiert. So, das erste Ding, was ich hier anschreiben, was wir weiten, so Hiob als ein gerechter Mann. Das ist der Anfang von der Buch. Hiob wird festgestellt als ein Mann, der nur Gott seinen Willen sieht, der hat alles reich, der hat 10 Kinder, der hat eine Frau, der opfert, morach por si las dudas. Und dat is een schöne Geschichte zijn aan Anfang. Dan, de tweede ding, wat is dort, wat er passiert? Okay, sehr gut. Dann haben wir den Verlust. Und wenn wir das Buch lesen, dann weten wir, was Gott in den 50 Jahre holt, hier weiß das nicht. Und das ist so wichtig, dass wir bewusst sind, dass das Buch, ja, für uns der Spezier zwischen Gott und dem Feind, aber wir müssen bewusst sein, dass hier weiß das nicht. Hier weiß nicht, dass der Feind hat mit Gott spaziert und gesagt, na, der hier gleich die Wahrheit Jürgens. Okay? So, der Verlust ist dann der zweite Ding. Und dann der dritte Ding, das sind dann Worte. Wo wollen wir einen dritten Punkt nehmen für die Hiob-Geschichte? Na, da wollen wir bei dem Verlust mal wieder. Okay, sag auch, was tun die Freunde? All ihre Weisheit hier bringen, ne? So, als wenn wir hier so noch Krankheit bieten, wenn das Port von dem Verlust, und dann hier so haben wir die Freund. Freund, Weisheit. Aber, wenn wir uns mal ein bisschen taub fühlen, was ist diese Freund ihre Weisheit, oder was brauchen wir hier dann nu zu lernen? Okay, so hier habt ihr jetzt so ihr bloß die Eierrechte da. Wo noch? Okay. Okay, so du hast mir Wahrheit dort hängen. Da muss sein. Aber taub je voet unurteilen aus die dann nu klug zijn oder nicht. Was ist der Weisheit? Okay, so du hast Sinn erst von der Union und hier soll Buße tun und dann was wird dann passiert? Okay, so der Buße, der wird dann den Sehen Träg bringen. Okay, dann fehlt uns aber noch an den selben Punkt 3, fehlt uns dann nur noch Hiob seine Sied Gebiete da. So, Hiob, seine Meinung. Also, was hat Hiob jedes Mal gesagt, wenn der Freund das gesagt hat? Okay, so Hiob bleibt darauf bestehen, dass er ist unschuldig. Okay, und was noch? Right, sehr gut. So, der sagt dort, dass Gott als
und euerreich. Okay, en taub je voet wordt ik dat zijn, hier wel met God spazieren, zum zu Gott sein. Weißt du, ich habe nichts Schlechtes getan, so das, was mir passiert, das ist euch. Ja? Das ist der Teil, was wir durch hier richten. Und ich glaube, du hast ein Teil mehr durchhängen, als wo wir uns anlegen. Kriegst du das, der was sagt, wie stampeln das mit so sehr hostig, so, die sind lange nicht klug. Aber hier wird ich endlich mitstimmen wollen, wenn uns was Schlechtes passiert, dann glaube ich, Gott hat einen Fehler gemerkt. Wenn, ich kann mich dann nicht verdeutlichen, dass ich nicht wenn ich reif habe. Oder was immer vorstelle, wie von der ersten Tag mit kämpfen mit, dann habe ich kurz im Hänger gedacht, ich kann ja nichts Schlechtes tun, wieso passiert mir noch was Schlechtes? So, das ist das Bild, was wir bei nie gekriegt haben. Und dann fehlt uns die Aufmerksamkeit zu geben, dass der Freund, der kommt dann nu vandaag met nur seine Meinung nur noch ein neuer Anblick. So, wenn wir nur hier ab Kapitel 32 blättern, dann wollen wir dus an, dass das Mann, nur seine Meinung nur so verliert, wenn er erst all die alten Menschen verteilt, und dann gewacht, was das arm ist. Und dann, wenn das ist arm ist, dann läuft er aber, dass der noch schnell genug gehorcht, dass einer so weit, was der andere noch nicht gesagt hat. So, das ist, wo das hier im 32 wieder ist. So, das ist, was wir nu weiten. Sehr top gefühlt, aber das ist von ungefähr, wo der Geschichte rennt. Nu wollen wir dann an Eliu seine Meinung horchen, was fingen wir an den seine Spezier, was hier noch nicht abgeschrieben ist. So, wir wollen also lesen, hier 32. Und ich werde den ganzen Kapitel so einmal lesen. Das sagt du es jetzt. Hiob 32. Die 3 Männer hielten ab, mit Hiob zu reden, weil es sich bloß gerecht anstellt. Aber du wirst noch einmal Eliu, dem Busita, Barachel, sehen. Die stammten von Ram auf. Eliu wird sehr verstellt über Hiob, weil es sich als gerechter hält als Gott. Hij wird über Hiob seine 3 Freunde verstellt, dass sie Hiob als einen Eierrechten verurteilten und nicht beweisen können, was er auch getan hat und was reich wird. Weil Eliu jünger wird als der andere, hat er nicht euer, was zu Hiob gesagt. Als er sagt, dass die 3 Männer nicht mehr zu sein wissen, wird er sehr ehrlich. Okay, nu haben wir ein kleines bisschen eine Pause mehr. Was ist schon abgefallen, was hier so an das erste Feuerfeuer all anders ist als hier? Okay, más o menos. So, was wir das Schlammet von unseren Fäsen nach Schule, was wir die Dräderin von Beschuldigungen von den Freunden, wo du so schwammig. Sehr gut. So, der letzte Run von der Freunden er verteilt wir, der hat wird früher aufgeritten, der hat Wesen nicht gehalten, der hat Lohn gestohlen, der hat nur eine ganze Strip von Dingen, das hast du getan, das hast du getan, das hast du getan. So, nu kommt das Eliu vandaag, dann sagt er zu denen, der wir nicht mutig. Am Vers 2 sagt er, aber du wirst noch ein Mann, Eliu, dem Busita, sehen, der stammte von Ram auf. Eliu wird so verstellt über Hiob, weil es sich als gerechter hält als Gott. Er wird über Hiob seine 3 Freunde verstellt, dass sie Hiob als einen Eingerechten verurteilten und nicht beweisen können, was er auch getan hat und was reich wird. So, da haben wir die beiden Trouble. Wir müssen hier in die Hand schreiben, was der Trouble wird. So, mit Hiob hat er ein Trouble, was wird er? Okay, so, der Gerechtigkeit, was Hiob feststellt, da er den. Okay? Wir wollen Luther noch dort besser bechecken, weil in der Bibel nennt dort du gerechter aus Gott. Ich glaube, das ist ein Bett anders, wo wir Luther fing. Aber dort der Mittelpunkt ist, hier gleich heißt gerecht, und das man den Border dort Schande sagt. Dann der Freund, what's der Trouble?
Sehr gut. Kein Grund. Gut. Also, wenn wir die Hiob-Geschichte bloß boven lesen, dann miewings als dort meist einmal passiert, dann lese ich erst die 3 Freunde, alle solchen Dinge, und dann lese ich das und dann wo ich dort go an, dort du noch ein Unterschied hast, wenn ich an mich immer so mein Verstand sagt, ja, Hiob ist der Fähne und das sind die Böse, nicht? Und ich weiß nicht, was jemand so redet, aber ich stehe da weil ich tue. Ich lese dort Hiob Buch und an mich habe ich dort alle entschieden. Hiob ist der Fähne und der andere sind die Damen, so kann ich noch was sagen, dass was Damen geht. Aber wenn wir ein bisschen Pause merken, ein bisschen durch die Länge, dann macht wir das so ein großer Unterschied zwischen, was sagen die 3 Freunde und was sagt das junge Mann. Wir lesen da wieder. In Elihu, dem Busita, Barachel sin Sehen, seht. Ich sehe noch nicht so sehr viel Jahre alt, im Vergleich mit wie alt die sind. Deswegen habe ich mich zurückgeholt und hatte Angst, ihnen zu sagen, was ich doch. Ich dachte bei mir, die, die meine Erfahrung haben, sollen reden, die, was alle sind, sollen was weise sein. Aber was einem verstehen merkt, kommt durch den Jes von dem, der alle Macht hat. Der Weisheit kommt nicht bloß durch alle. Und die alle weiten nicht, woreich zu handeln. Deswegen sage ich nicht, horch einmal zu mir, ich habe hier was zu sagen. Horch einmal, ich habe gelehrt, was sie reden, ich habe abgepasst, nur was sie vorgebracht haben und wo sie nur der rechte Wert sagten. Ich habe neben nur jemand gehorcht und keiner von ihnen hat hier dort können beibringen, wo er dort recht zu holen hat. Läuft nicht, dass sie die letzte Weisheit haben. Gott wird noch einmal mit einem verregnen, nicht Menschen. Hiob recht seine Wert nicht nur mir, und ich war nicht dort am sagen, was sie sehen. Hiob, die Stunden aus verdutzt, die haben nicht mehr zu sagen und haben nicht mehr Ruhe. Soll ich noch länger lernen, wenn sie sind still geworden und nicht mehr zu sagen haben? Ich war mein stark sein, die wollen hören, was ich weiß. Ich habe viel, was ich sagen will. Dort hat meist nicht mehr Raum in mir, dort als wenn nie wie jetzt in der Schlucht meist abreden will. Ich muss reden, dort mir dort leichter wird. Ich muss mir Müll aufmerken und was sagen. Mir hält sich dort Glück, zu wem ich rede. Ich will hier keinem schmeicheln. Ich verstehe nicht, wem zu schmeicheln. Und Gott wird mich bald wegnehmen, wenn ich deut. Wenn wir den Kapitel 32 vom Vers 6 wieder lesen, dann merken wir, dass das Mann als nur seine Meinung nur so anständig, so der will erst lauten der Auleikjes reden, aber da hast du ein paar weise Dinge. Wer will mir mal ein gutes Ding sagen, was du sagst? Okay, Weisheit kommt nicht von Old Word, der kommt vom Yes von wem? Der alle Macht hat. So, da wo wir dann ja plötzlich immer sagen, Weisheit kommt von Gott, sein Yes. Gut, hast du noch etwas, was wir können positiv lernen von diesem Mann? Das ist alles. So gut, der hat geprüft. Und dort ist so gesund. Ich wünsche mir, dass ich komme noch ein Tag tue, dass ich viel besser wird zum Hören als zum Vertellen. Aber ich schaffe damit. So, vielleicht kommen wir noch ein Tag tue. Du kriegst diese beiden Dinge. Eins ist, dass man sagt, nicht bloß wenn sie alt sind, wo ich ihn respektieren. Also, das ist gut. Ich glaube, das ist so eine Version, laut erstmal die alle Sorten sein. Aber die weiß dort nicht bloß, wenn die alt sind, sind die reich. Okay, so vielleicht sollen wir uns dort mal nicht bloß, wenn er so alt ist, als der reich. Du, wenn heute hier so ein Kernul eben am Wach gerufen, bloß wenn alt, nicht wenn weiß. Hendrik Frey sagt ja nicht, aber wenn der hier wieder, der will man mit stimmt. So, die haben bloß gesagt, na, der wäre das Älteste, als der kann sein, was wir hier waren tun, und die haben uns so errichtet gerufen. Das, was das Mann hier braucht zu sagen. Nicht bloß, wenn sie alt sind, sei ihr reich.
Und ich glaube, dort soll wir uns enorm machen, dort nicht der Mutstock ist verwässert. Dann hier 33, weil wir lesen vom Vers 1 bis 7. Wer würde mir die gleichen zu halten lesen? So gut. So die Anführung hier, oder dort 40 Meter, wenn ja noch mal sagt, ich will die was sagen. Aber dann muss ich mal dort alles beschmieren, was ist, okay, na dann sei es mal. Das ist von ungefähr, was hier angeht, aber hier ist dann noch ein sehr interessanter Ding. Der stellt sich selbst sehr demütig durch. Wenn wir das lesen, dann sagt er, ich bin auch bloß ein Mensch und Gott hat mich auch bloß den Udem angepasst. So, wir sollen horchen, was der dort auch meint, aber der wird, was der sagt, finde ich so fett. Der sagt sich, warum wir uns mal feststellen, der sagt sich, du bezieht hier ab und dann sagt er, die sind auch bloß Menschen. Gott hat mich Udem angepasst, der hat die Udem angepasst. Aber denk mal mit mir taub, dann werden wir mal sehen, wo wir kommen. So, dann von Vers 8 bis 13 lesen wir so steht. Ich horch nur, was du seht, und weit krag, dort du seht. Ich sie doch nicht schuldig. Ich habe mich nicht vergeben, und sie rein ohne Sinn. Und doch schmidt Gott mich fair und teilt mich aus sein Feind. Dort als wenn mein Gott meine Feit an ein Klotz festhält und alles, was ich tue, ob das letzte nur sein muss. Aber das muss ich dir sagen, das hast du bloß nicht reich, weil Gott es gerade aus dem Mensch. Woran wirst du am vernehmen, weil es heu die nicht und wird jaff. Okay? Ich glaube, das Einzige hier vom Vers 8 bis 13 ist so ferntaub geführt, als was wir kennen hier auf seiner Seite von der Geschichte. Ganz unbedingt hat hier dort zu holen, ich sie reich, und Gott behandelt mich auch reich, und ich brauche Gott, reden mal mit mir in der dort nicht. So, wenn ich das eigentlich hier lese, dann denke ich so, wir haben hier einen Punkt. Aber dann, am Vers 14, sagt er, so steht, Gott redet einmal und immer weiter, und doch vernehmen die Menschen dort nicht. Wenn der Mensch träumt, in einer Nacht wird sieht, wenn Menschen im Bad eingeschlafen sind, dann sagt er, was an ihre Ohren in Angst und Warn an. Dort sie abhören sollen, mit was sie tun, in der Hochmut ganz üdrim, an dort Leben vom Tod zu bewahren und dort eng durch den Spieß aufzuwehren. Heu warnt die Menschen durch Krankheit und lange schwere Leiden. Aber der nicht mehr eten kann, und dort scheinste Eten ekelt. Der lässt dort dann in verhungert, und die Knöchel sind alle total. Der denkt, dort ein muss kommen, und der tut es nicht weit auf. Wenn dann ein Engelchamp, ein Vermittler von den Düsenden, und wies dem Mensch, was recht ist, und es am gnädig und sagt, lut am frei, lut am nicht sterben, ich habe einen Vermittler gefunden, mag er so stark werden, als ein Junge in Mut und Kraft haben als vorher. Wenn der dann Gott anbetet, wird er die Not erfahren. Er wird an Frieden am Preisen und gerechtfertigt vor dem Herrn stehen. Der Mensch wird preisen und sagen, ich wie artig und hat die Wahrheit verdreht, aber dort ist mir nicht zurückgetult. Er hat mir gerat von meinem Tod und hat mir Leben geholt. Ich glaube dort, Gott hat so eine Dinge 2 und 3 Mal für einen Mensch, dort er Leben vom Tod zurückkriegen und Mut zum Leben holen. Pass auf hier und hörst, was ich sage. Wach, was ich geredet habe. Aber wenn du was antworten bist, dann sei. Ich sage dir, dass du gerecht wirst. Wenn aber nicht, dann hörst du mich. Ich will die Weisheit lehren. Okay? Wer will mir sagen, taub geführt, was das vom Vers 14 und wieder angeht. Das Mond sagt, Gott redet. Ja? Auf wie viele verschiedenste Orten wies? Drohung, Krankheit und
Haben wir hier hart, ja? Träum, Krankheit, Engel. Ja? So, das sind 3 verschiedenste Wege, wo das Mann sagt, wo Gott reden wird. Wo redet davon, wo Gott reden wird? Wenn Hiob hat all 40 Kapitel lang gepratet, Gott soll mal reden. Und nu steht Elihu da und dann sagt er, Gott redet. Da ist Träum, da ist Krankheit und da ist Engel, Geschichte. Okay, wer hat wohl alle zu Hiob geredet? Hat Hiob Träume gehabt? No, Träume hat Hiob nicht gehabt, so das ist ausgeschlossen. Hat Hiob Krankheit? Okay, so dann kommen wir nur. So, wenn das Freund nicht zu Hiob sagt, Gott redet durch Krankheit, dann will der zu Hiob sein, Jesus vielleicht mal mit horchen, Gott redet unter die. Okay, dann habe ich noch das Letzte, hat Hiob all Engel oder Vermittler gekriegt, wo zu am reden wird. Okay, je kan je nog zelfs einig worden als het wel zo was zijn of niet. Maar, wat is de reden wat God dan nu aan Hiob aflevert, nu Elihu zijn meinung? Ik word het gelezen, vers 17. Und ich von Vers 16 anfangen, dort sagt, dann sag hij wat an Ohren en Angst an en Woorden an, dat ze abhören sollen mit wat ze doen in der Hochmut, ganz uitriem, an dat Leben vom Dood te bewahren en dat eng durch dem Spieß auf te wehren. Also, zoals ik diesen Elihu hier verstehe, wat is hier op zijn trouble? Maar wat? Okay? Muy bien. So, nu werden wir hier so was handschreiben. So, hier ab seine Gerechtigkeitsspezier, nu Elihu seine Meinung nu as, der sich groot gemacht. Groot. Groot. Also, und hier am Kapitel 33 fing ich nicht, dort hier beschuldigt kriegt für Sünde, aber die kriegt hier die Meinung zu sagen. Am Sinn von, du glaubst so wahrscheinlich, sei du bist ein Fan, oder das stinkt. Das ist ein Trouble. So, wir wollen hier so wiederlesen an 34, Vers 1, aber der 9, wo das sagt, also am letzten Engel von 33 sagt das Mann, hier, wenn du was sei mir mal was trägt, wenn nicht, dann sie stellen wir bloß wieder vertrauen. So im Kapitel 34 redet das Mann wieder und dann sagt er das jetzt. Und dann sagt Elihu, je weiten viel in sein Wes und nicht horch, was ich sagen will. So ist die Tongue, das Eten schmeckt, so schatzt das Uhr, der wird auf. Weil wir einmal durchdenken, was Hiob sagt, wo kann das reich und gut sein? Hij sagt, hij ist ja reich, und Gott hält träg, was am traf. Dort Gott am Arach beschuldigt, dort seine Fehl am unursacht quält. Als noch wo ein Mensch so ist Hiob, der andere so leicht veracht, als der hij Wutter nimmt und drängt, in der eine Gesellschaft mit Sünder geht und sich mit der Gottlosen aufjagt. Hij sagt, dort hält sich allerlei, auch wenn einer versiegt, Gott zu ihr voll. Uiuiui. Elihu glaubt unbedingt, die kann Hiob. Ja? Oh ja, der lädt ihm vor. Aber wenn wir uns hier so mal ein kleines bisschen anschauen, an was dann nu der Trouble ist. So, Vers 4, der sagt, weil wir einmal durchdenken, was Hiob sagt, wo kann das reich und gut sein? Okay, so der Idee von Elihu ist, weil Hiob seinen Punkt mal prüfen. Dann in Vers 5 sagt Elihu taub, was Hiob glaubt, und dann sagt er, er sagt, er ist gerecht und Gott hält träg, was am traf. So diesen Vers sollten wir uns so unbedingt so antignen, wenn das wirklich
zoals ik dat Buch verstoe, dat is op ihrem Hiob zijn Meinung. Hiob heeft dat ganz unbedingt so te houden, hij is gerecht en God hält träg, wat am traf. Also, hij soll nicht krank sein, wenn hij is een Gouda. En God heeft hem dat voortgenomen. Dat is unbedingt Wahrheit. Zoals we dat Buch lesen, vers 5 is ganz unbedingt opgevoeden wat Hiob te houden heeft. Vers 6 sagt dat God am aardig beschuldigt, dat zijn Fehl am Unerzach quält. Okay, so erstens, Hiob gelooft hij is gerecht en dat God jaf hem niet wat am traf. En in vers 6 gelooft Hiob unbedingt, God beschuldigt hem. Okay, so dat zijn twee dingen wat ik zou lecken, maar dat zijn een beetje verschieden. So im ersten Fall, God heeft ihn dort trägegeholt, wat sind wir? En dan in vers 6 sagt dat God beschuldigt hem. Wie kann der Beziehung zwischen Gott und dem Feind? Wie du eine Beschuldigung? Hat Gott Hiob beschuldigt? No, hat nicht. Hat Gott erst vertrauen? Trägt ihm Blut? Ja, ganz unbedingt. Wir das Hiob sehen? No, wir nicht. Was sagt Hiob zu seiner Früh, weil er alles verlor? Nicht dich sie in diese Welt angekommen, nicht dich, weil wir hier verloren, der Haar aufgegeben, der Haar aufgenommen, macht der Haar für einmal gelobt worden. Okay? So, dann haben wir hier nun mit so ein, vielleicht ja, vielleicht nicht, aber der Fiefen saß dann der Version, wo wir unbedingt machen, an Betracht holen, dort Elihu hat dort so zu holen, Hiob gleich dort an traf, was betret, und wir wollen unbedingt utfangen, als dat dan nu stemmt. Ik lees in vers 10 wieder, wo dat sagt, es zit. Nu hör ich, dat je verstunden kan, dat wir dat laatste, wann Gott sich verjingt, en dat de alle Macht heeft aardig. Hij geeft jedem wat de verdient heeft, en tult du nu uit als de leeft. Dat is toch klar, dat Gott nichts schlecht deed, en dat de alle Macht heeft, niet reich verdreht. Wer stellt ihm über die Welt an? Wer hat alles ab ihr Gun gebracht? Wenn er bloß an sich doch und jetzt ein Leben trägt, wird alle Leben vergehen und vom Mensch bloß ihr überbleiben. Okay? Wer will mir mal taub führen, was das Elihu nicht gesagt hat? Wir mal hier mit utloten. Von Vers 10 bis 15 redet er bloß von Gott. Okay? Was sagt er von Gott? Gott kann nicht artig handeln. Gott darf nicht artig handeln. Hab Hiob so zu holen, dass Gott darf artig handeln. Ja, okay, danke für das Ausdruck. Hiob hat das ganz unbedingt zu holen, Gott hat ihn artig behandelt. Und Elihu kam und sagt, warum mit? Wo wird überbleiben, wenn Gott uns gerecht behandeln? Nur dessen Elihu seine Meinung und kommt geirrt. Das ist eine interessante Weise, von er so sagen. Ne? Denk mal an die Salz, was ein Klamm geirrt und alles, was besser ist, als ein Klamm geirrt, hat Gott die gegeben. Das ist eine interessante Sache von dem Leben und dann habe ich auf einmal nichts, wenn das dann alles Gott sieht. Und das ändert die Meinung. So, vielleicht ist es wichtig für uns, dass wir hier so ein bisschen horchen, nur Elihu hat einen Punkt. Wenn Hiob glaubt, Gott hat Arach getan. Und Hiob will mit Gott reden und sagen, Gott, was ist das, Jesus, der Arach mit mir? Und Elihu sagt einfach mit, Gott hat nicht Arach. Vers 16 lese ich wieder, wo das sagt, es ist. Wenn du was verstehen kannst, dann horch, was ich zu sagen habe. Wird einer, der je noch Rechte ist, regiert? Verdammst du dem, der alle Macht hat und gerecht ist? Und zu dem König sagst, du Schossel, und zu den Volksleder, je böse Männer? Heute trägt der Volksleder nicht fair und hält dem Recken nicht Hecher aus den Ohren. Hij heeft de alle gemerkt. Hostig, wie Männer sterben
Die Menschen waren angegeben und sind weg. Gott kann leicht einen Leder wegnehmen. Er sieht, was ein jeder tut und weiß krack, was die haben. Du hast keine Städte so dies da oder so dort verschlossen, dass die Beise sich durch verstärken kann. Gott hat keinem dort vorher gesagt, wenn er verarmt zum Gerecht kommen hat. Er brach die große Doel uneinander zu freuen und stellt andere an die Erde Städten. Er weiß krack, was die tun und bringt die eben nach an den Grund und zu sehen. Er bestraft die für ihre Sünden am Öffnen für viele Zeugen, weil die Menschen sich von Gott drehen und seine Weg nicht nur tun wollen. So kommt aber durch, dass Gott die Arme erhielt zu hören kriegt. Wer wird Gott beschuldigen, wenn er still bleibt? Welchen Lohn oder welcher Mensch kann am sein, wenn er sein Gesicht verstärkt? Er lässt den Gottlosen, der sein Volk unterdrücken wird, nicht regieren. Hier so kommt dann nu ein sehr interessanter Part von Elihu seine Weisheit. Gott recht. Wem alle? Der Recker und der Arme. Wem noch? Das alles. Der Recker und der Arme, der Volkslehrer, der Kennigs, der Arme, der Beise, der Gaude, alles. Die Lieder, wo ich hier fing, von Vers 16, was da startig ist, hier nie wachgeschmummelt. Du glaubst doch nicht, dass Gott nicht weiß, was angeht. Gott weiß alles. Und er recht all. Und das ist mir so abfällig, wo das Mann das ganze Bild von Menschheit durchstellt. Und dann sagt er, du hast keiner abbeirrt, wer bei Gott vorbeiglauben kann. Und hier fällt mir bei, du wirst mal einen Mann, der kaufen fertig. Und dann hat er den Geschäft angeschmiert. Und dann wird er so ruhig und sagt, weißt du was, hier ab ihr machen die mich vielleicht anschmieren können. Aber da oben wird keiner vorbeiglauben. Was das Elihu hier sagt, ist nur mein Verständnis nur sehr interessant und das soll wir uns machen. Gott weiß, und das für uns eine sehr gefährliche steht, Gott zu urteilen, als du behandelst mich euch. Und ich fing, da habe ich einen ganz jährlichen Punkt, zum zu Hiob sein, look mal mit nur. Aber hier hat der Hiob nicht beschuldigt für Sünden, darf Hiob nicht beschuldigt für all diese Fremden der Weisheit. Aber der redet von Gott. Und ich fing nur, der redet, der rechte wird, wenn Elihu sagt, Gott recht all. Und durch keiner, wer bei Gott wird vorbeiglauben. Dann eindeutig, jeder wieder so steht. Wenn du, wer für Gott bekannt und sagt, ich wie euch und war nicht mehr so, belieh mich, was ich nicht soll, ich will nicht mehr dort Arrechte tun, soll Gott dann anders handeln, willst du bekannt hast? Denk die dort durch und sei, du musst das entscheiden. Die, wat gut verstehen kann in der Weise, wat mit hören worden sein. Hiob hat nicht verständlich geredet, wat er sagt, passt nicht taub. Mach Hiob, was ab das letzte aufgeprüft worden, weil er redet als ein Gottloser. Er redet nicht bloß arg, er bekannt nicht seine Sünden und hielt nicht ab, gegen Gott zu reden. Ich fing, dass Elihu geht nicht, ob das so Gossen von Hiob sein, das hast du alles Sinn getan. Aber der geht hier ab nur Gossen, wo du sagst, du kannst nicht Gott rückfordern und Gott urteilen, wegen Gott ist Gott. In dem Sinn, was hier am Vers 37 erwähnt wird, fing ich als gegen Gott reden. Das ganze Ding, was wir an Hiob von Kapitel 1 bis 34 gelehrt haben,
als die Schwierigkeit, was hier hat, Gott luten Gott sein. Der wir hier reich und das ist fein. Ich glaube nicht, dass der Bürg sich wahrer sprach. Aber ich fing dort Eliu, ich habe hier bei den Punkten, sage ich, weißt du was hier? Du warst so fein auf dem Weg. Aber das ist ein großer Trouble. Gott als Gott steht um uns. Und hier sind Lieden, wie dort schwanztet, dort unternehmen, dort Gott als reich. Der det reich und der kann nicht in Fehler mehr. Wenn wir mit diesen Gedanken am Kapitel 34 hineingehen, dann lesen wir hier, was sehr interessant ist. Also, was geht Gott dort an, was wir hier tun? Das ist von ungefähr, wo Eliu in die Hand geht. Dort sagt du so, ich lese hier 34 von Vers 1 und wieder so steht. Eliu redet noch weiter und sagt, kannst du glauben, dass das reich ist? Du sagst, du hast keine Ursache, dass Gott die bestrafen soll, und doch fragst du, was die dort gehalten hat, dass du nicht gesündigt hast. Ich will dir und deine Freunde eine Antwort geben. Check einmal nach in der Luft. Wie viel höher sind die Wolken doch als du? Wenn du eine Sünde begehst, was merkt Gott dort aus? Und wenn du gerecht bist, wo hat Gott dort was geholfen? Den schlachtet, kriegst du aus den Gaudet und traf Menschen so ne als du bist. Okay? Ich wünsche mir einmal, wir können mit so einer Weisheit spazieren, als hier ab in seine Freundheiten. Die Jünger holen sich hier eher ein solcher wirklicher Ding. Wo merkt Gott dort aus, was du das? Okay? Wenn wir uns mal anschauen, du bist hier und du bleibst dort sitzen, dass du bist reich, du hast alles fein getan. Nu kommt das Mann und fragt er dich, was geht Gott dort an, als du gesündigt hast oder nicht? Wo würde die Antwort sein? No? Nehmt ihr die Frau mal mit in Haus. Was, wenn du nicht singen lässt oder wenn du singen lässt, was merkt Gott dort aus? Das ist eine Frau, was hier für nachdenkt. Ich lese wieder an Vers 9, wo dort sagt, die Menschen klären, wenn sie schlimm ausgenutzt werden und wenn große Gewalt an ausgeübt wird. Siegen sie Haupt. Aber keiner fragt, wo ist Gott, der mir gemerkt hat und der mir hilft, wenn dort schwört. Der uns Klicker merkt aus den Tieren und mit mehr Verständnis aus den Feiern. Wenn Menschen klären, kommt doch keine Antwort von Gott, weil die stolzen Menschen so schlecht sind. Gott antwortet klären nicht und sieht du nicht nur, wenn er auch alle Macht hat. Wo wird er dann nur die horchen, wenn du ihm nicht einmal sein kannst? Die Entscheidung liegt bei ihm und du musst du nur warten. Und dann auch noch, Gott straft nicht, weil es verlieren ist und merkt nicht, was grotet, wenn ihr sündig wird. Hier redet viel, was nicht anhält. Und red mit kein Verständnis. Das sagt uns im Vers 11, dass Gott hat uns Klicker gemerkt, aus Tieren, mit mehr Verständnis als viel. Und dann im Vers 12 sagt er, wenn Menschen auch klären, kommt doch keine Antwort von Gott, weil die stolzen Menschen so schlecht sind. Gott antwortet klären nicht und sieht du nicht nur, wenn er auch alle Macht hat. Wo wird er dann nur die horchen, wenn du ihm nicht einmal sein kannst? Die Entscheidung liegt bei ihm und du musst du nur warten. Und dann auch noch, Gott straft nicht, weil es verlieren ist und merkt nicht, was grotet, wenn ihr sündig wird. Hier redet viel, was nicht anhält, und redet mit kein Verständnis. Nur Eliu seine Weisheit nu,
Was soll Hiob nu doen? Wachten. Okay? So, dat is een ding wat ik bij Hiob uitmerken, dat heb ik mir abgeschrieben. Wenn ich nicht weet, wieso, warum und zu wat, dann will ich still sein, dann will ich warten. Lang zurück, so lang auch war er nicht, vielleicht 13 Jahre zurück, wie ich sehr unerfahren, was Glauben anbelangt. En ik vertel dat aan Anfang, weil ik met hier op Anfang, dat we een familie van 4 jongens, een voer en een mama, op eenmaal hostig, wie du bloos nach der mama en een jongen waar je bleef. De jong wat leeft, die schreef nun antwoord. En die kwam een dag terug vom Grofhof. En dan rede met mij en dan zei hij had unbedingt wilt een antwoord hebben, wieso. Aber hij heeft den Beschluss gekommen, dat hij wie een mens en God is God. En dat is oké, wanneer we niet weten waarom dingen passieren. Ik vind dat Hiob had geen trouble in Elihu kan het zijn. Hiob is zo ivrig, zich met God te bejenen en moet meeting gaan en moet zeggen, hey, weet je wat God, dit wat je aanjet, dat helpt niet aan. Ik zie je daar een fijne, ik kan daar feiern, ik kan daar arbeiden, ik kan tjengen en alles. Wo is dat gebleven? En Elihu zei, zie maar stil. En luur. En man God is wel. Dan wordt het in antwoord hier. Zo voor, ik weet niet als eerst van jullie dat treft. Maar een eerst van ons, van jou geloof, God, mij fehlt een antwoord. Ik wil weten. Dan zullen we ons dat maken, dat God wordt al reden. En ons is te wachten. Dan je er weer aan 36. En ik vind dat op wat allemaal beter. En Elihu redt en zegt, zo zit, hier op 36. Elihu had nog meer te zeggen en zegt, geef me nog een beetje meer tijd, ik wil die nog wat wijzen, ik heb nog wat voor God te zeggen. So hier wordt het al met empfindlich, wenn nu wil Elihu dat beeld al ronddraaien en dan wil hij zichzelf doorstellen als een mensagero divino. Okay, so der wil zichzelf nu al in de schoenen stappen, dat ik wil nu in God zijn steed te die reden. En je kan wel echt horen, als je dan een groeven dan jet of niet. So dat zegt dus dit. Ik breng nog veel wijsheid en wijs, dat die wir ons gemerkt hebben, dat reichte dit. Ja, wat ik zei is zo, die wat voor die staat, weet krijg, wat dat met de zaak is. Hoor je mal, God is zo sterk en hij veracht keinem. Du is niets met wat hij zich niet weet. Hij bewaart niet dem Gottlosen zijn leven, hij zit dat de armen erreicht kriegen. Hij hielt niet op met zijn schutz voor die wat rechtig handelen. Hij sagt, die bezieht dem König seinen Thron, dort zij door lang geëerd worden. En wanneer de gerechte vastgenomen worden en verbonden zijn, als met streng, dan wijst hij aan wat zij erg gedaan hebben en wo zij hoogmütig geweest zijn. Hij laat aan zijn warnungen hier en verlangt dat zij van zinnen wegdrehen. En wanneer zij gehorchen en aanduiden, dan geeft hij lang het leven en geluk. En wanneer zij niet gehorchen, worden zij doodgeslagen. Zij sterven, ohne dat zij geleerd hebben. De gottloze mensen veroordelen zich en vragen niet nur hulp, wanneer zij doel zijn. Die verlieren ihr leven al jong, mangt de Hörer wie im Jettealtor.
Die, wat schlecht auf sind, laat hij durch ihr Lieden beter worden en liet aan durch Trübbel weh zijn. So hat Gott auch die einmal von großen Trübbel geraten und die viel Ruhm gegeben in keine Grenzen. So hast du dann dort beste Eten auf den Tisch hast. So hast du nu die volle Struf aus die, wat singen und best benommen mit dort Lieden von dort Urteil. Lut den euer, die nicht verleiden, und lut die ihr nicht beschmieren von viel Geld. Du kannst nicht so erklären, dass du loskommst und die große Familien kann nicht den Trübbel verbieten. Ich glaube nicht, dass die Nachwort kommt, wo die Felder plötzlich verschwinden. Wer die für dort Beuse, den Lieden kommt, die bewahren. Dat sagt hier so, nu Eliu seine Weisheit nu, und mag dat die Red an Gott seine wird, oder an Gott seine steht, dann sagt er durch, besonders 21, sagt, wer die für die Beuse, den Lieden kommt, die bewahren. Für was soll er noch bewahren? Alles werden ihr sagen? No? Okay. Ich glaube, wir müssen wieder lesen, um uns hier so nicht so abreden. Das sagt du so wieder im Vers 22. Vergiss nicht, Gott seine große Kraft. Als du wo ein Lehrer so als Heu, keiner sagt ihm, was er tun soll. Keiner sagt zu ihm, dort ist Arach. Vergiss nicht, Gott zu danken für das, was er tut, für das, wofür die Lied mit Leuten preisen. Alle Menschen staunen über dort, was er tut, aber alle seien dort so aus vom Weit auf. Denkt doch, wie groß er ist, dort ist nicht zu begreifen, dort ist nicht zu verstehen, wie lange er lebt. Er nimmt das Wutter an der Luft und geht dort am Regen auf die Erde. Er lässt die Wolken überran für alle viele Menschen. Wer versteht, wo er die Wolken regiert und das Gewitter loslässt von seinem Zelt? Wo er am Licht wohnt, in den Boden vom Meer taugt. Und mit diesem regiert er die Felder und gibt Eten für alle. Er rollt seine Hand an mit Blitz und schlägt mit Krieg, wo er will. Der Rümmel lässt weiten, wo er ist. Und dort Feuer fehlt dort, wo er abkämpft. Gott ist groß, nur Eliu seine Meinung. Und ich wünsche mir, dass wir können den Kapitel 36 tschüss noch einmal geduldig lesen. Und ich will Ihnen mal merken, wenn Sie tschüss hier lesen, das ist eine sehr gute Familienübung. Lest 36 und dann dort mal antecknen, was ist reich, was ist artig, nur jene Meinung. Okay? So, das ist nicht mehr artig, wenn wir eigentlich mal die Bibel noch unsere Meinung noch prüfen. Und dann können wir checken, was uns viel trägt zu bieten oder nicht. Manchmal haben wir erst was artig zu holen, und wir dann durch die Länge checken, das glaube ich so, und die Bibel sagt so, wir haben dann ändern. Dann aber, das 37. Kapitel, würde ich mich freuen, wenn ihr den Wort tschüss lesen. So, ich würde sagen, der 37. Kapitel ist einfach eine so schmacke Kapitel, was wir in der ganzen Bibel haben, wo das Eliu Gott seine Großheit beschrieben hat durch eine Tür. Und was jetzt geschieht schon 37, besonders von Vers 21, aber der 24, du lest dort mal und dann becheck du mal, was hat Eliu für eine Idee von wer Gott ist. Ich guck mal so, wie wir nicht alles vergessen haben von Eliu seine Rede nächsten Sonntag. So, wenn ihr, nehmt ihr die Zeit von Kapitel 32 bis 37 tschüss zu lesen. Und dann werden wir nächste Sonntag eine Taubfutung machen hierbei. So, wir haben hier die Freunde der Weisheit, wir haben unbedingt hier seine Meinung. Und dann werden wir uns noch ein Vorbild machen von Eliu seine Meinung. Und dann werden wir mal dort eng vom Hierbürg entgegengehen, wo Gott dann verdammt kommt. Und dort klarstellt, wo ist es dann nicht.
En dat is zo schijn. Mij heeft dat Jans uit, wanneer ik dus lees dat door het kampen grote gewitter op. En dat zoekt wat door diesta. En dan van God zijn stem aan te rummelen. En dan worden alle mensen stil. En God redt. En ik geloof dat het pas zo gezond voor ons, wanneer we ons hier op zijn schicht op das Norden wees betekenen. Omdat we kunnen wijs worden. Waar we God laten God zijn. En waar we dat toestoen, dat we zo ganz afhängig zijn van God. Waar we te beten. Voor am Himmel. Mocht du bij ons alle eer, alle anerkennung, al het vertrouwen einmal kriegen. Mocht we leren die den Respekt zu geben, was die traf, wenn du hast uns gemerkt. Wir werden dort, wenn wir nu zum Einkommen von dort hier Bürg, dort du die machst uns kann so offenbaren, dass du zu hier in seine Freundheit. Und dort wir möchten ein gesundes Bild kriegen von wer du bist, was du das und was alles kostet. Und dort wir möchten belehrt werden, dort wir können gesund an die glauben. Und dort du machst, der Hans Leben kann verherrlicht werden. Dort beten wir in Jesus' Namen. Amen.